Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Und wie wir sehen von der letzten Episode vorgestern, haben wir eigentlich so ziemlich alles gemacht, bis auf die 4 Nero-Kontrollpunkte, die ich jetzt allerdings ums Verrecken nicht krieg. Und ich denke, das wird jetzt irgendeine schlecht geplant die Flucht geben, die absolut zum Scheitern verurteilt ist, wo mindestens einer drauf geht und wo Sarah wahrscheinlich nicht mit Deke Richtung Lost Lake in den Sonnenuntergang reiten kann. Von daher schauen wir mal, was kommt. Ich befürchte mal wieder das Schlimmste. Und ich hoffe, unser Bike kommt mit uns. Das habe ich nämlich richtig gut aufgemotzt. Nach dem Fortsetzen der Handlung sind die südlichen Regionen für dich vorübergehend gesperrt. Es war mir klar. Ich wusste das, ich habe mir das schon vorher denken können, das war ersichtlich. Man hat hier dann 100% bei Kopfgeldjagden, bei Plündercamp-Missionen und so weiter abgestaubt. Und das war dann schon klar, die Gegend ist abgegrast. Und dass ich vorerst mal nicht reinkomme, solange Colonel Garrett wirklich das Kommando hat, wird er wahrscheinlich auch Deke und Sarah jagen. Ich hoffe, Kuri übernimmt irgendwann das Kommando, sodass die südliche Region auch wieder verfügbar ist. Sagen wir mal abschließend, es war eine coole Gegend hier. Hat mir gut gefallen mit der Deschutes County Miliz irgendwie. Aber ich bin froh, dass ich da jetzt auch wieder weg bin und wieder Richtung nördliche Regionen komme. Also, machen Sie es gut, Sir. Schauen wir mal, was da jetzt dabei rauskommt. Offensichtlich ist es eine Nachtmission. Oh Mann, das kann nur schief gehen. Ich hatte eine Offenbarung. Gestern kam eine neue Gruppe Rekruten hier an und sie wurden bereits vereidigt. Sie kommen von weit her, aus Osten, Westen, Süden und Norden. Ihre Ankunft an diesem Ort zu dieser Zeit ist kein Zufall. Sie berichten uns von weiteren Camps, wie das im Süden, das wir gesäubert haben. Camps von degenerierten, drogenabhängigen, Dieben und Mördern. Wir werden bedroht. Wir alle. Jeden Tag leben wir im Schatten des Todes. Doch diesen Schatten werfen nicht die tollwütigen Freaks, die uns umgeben. Sie sind Teil von Gottes Plan. Sie sind Teil von Gottes Strafe. Nein! Nein! Es sind nicht die Freaks, die drohen, uns zu vernichten. Es sind unsere Mitmenschen. Wie Noah. Vor uns bauten wir eine Arche zur Rettung der Menschheit. Für die Rettung des Wissens. Zum Wiederaufbau, wenn die Flut sich zurückzieht. Doch in dieser Zeit, hier am Ende der Welt, lässt Gott nicht die Ozeane ansteigen, um in einer Flut die Verdammten zu ertränken. Es gibt keine Taufe durch das Wasser. Nein, in dieser Endzeit sind wir die Flut. Wir ziehen aus, um die Welt zu taufen. Mit Feuer! Heute beginnt unser heiliger Krieg gegen jene, die Gottes Zorn erregt haben. Wir ziehen nach Norden. Wir finden die Verdammten. Wow. Und Brian, hier ist St. John. Komm. Ich höre. Okay, ich hoffe, du bist bereit. Es geht los. Und zwar jetzt sofort. Gib mir deine Koordinaten. Erledigt. Warte, wo bist du? Mitten im Crater Lake. Wizard Island, das Milizlager. Hast du die Panzerfäuste deaktiviert? Ah, shit, noch nicht. Mach ich jetzt. Funk mich an, wenn du bereit bist. O'Brien, Ende. Ach du Scheiße. Der Psycho will wirklich die nördliche Camps ausräuchern. Irgendwie zu den Panzerfäusten. Wo könnten die sein? Da muss ich mal wirklich ganz kurz intervenieren wieder. Wow.
Das habe ich ja schon während der Filmsequenz gemacht. Einfach dieses Wow. Dieser Psycho will tatsächlich noch Norderroller, Lost Lake und die andere Camps niedermachen, weil er die alle für degeneriert hält. Und jetzt reicht dem Spinner nicht mal mehr die Freaks zu säubern und auszurotten. Jetzt will er auch noch jeden anderen, der nicht zu der Shoots County Miliz gehört, abmurksen. Also der Mann ist vollkommen im Wahn. Der ist vollkommen wahnsinnig, der spinnt ohne Ende, der ist in seinem religiösen Fanatismus nicht mehr zu toppen und aufzuhalten, mit dem kannst du nicht mehr retten. Deswegen, ich hoffe, der wird irgendwie gemeuchelt und durch Curry ersetzt, der wenigstens Grips mitbringt und nicht... Boah, da fehlen mir die Worte. Und okay, klar, die Miliz hat selbstverständlich hervorragend die Verteidigung, das Ding ist wirklich eine Vorfestung. Und ja, die Panzerfäuste zur Flugabwehr müssen jetzt erstmal ausgeschaltet werden, sonst ist unser Plan wirklich nur ein schlecht geplanter Fluchtversuch. Bei den Türmen. Bestimmt bei den Türmen. Okay. Der wird wahrscheinlich nicht mal merken, dass wir weg sind. So wie der in seinem Redefluss Ganz gerade genau. ist. Geht weiter. Aber andere Camps angreifen? Das ist hoch. heftig. Ich hoffe, die... Ja, okay. Aber sogar die Sachen schon, das ist heftig, dass der Colonel jetzt die andere Camps angreifen will. Ich meine, sich gegen Plünderer verteidigen ist Sache. Verdammtes Scheißteil. Ja, das sollte klappen. Ich hoffe Jetzt nur, muss ich zu Sarah. die, wenn die mich finden, dass die mich nicht irgendwie total fertig machen oder so. Lieutenant Whittaker, kommen. Verdammt. Halt durch, ich komme. Die wird wahrscheinlich auch gerade jetzt mit einer Knarre am Kopf da rumsitzen, ne? Oh, scheiße. Das spitzt sich so zu, das muss ja irgendwie ein hässliche Klimax haben, das Ganze. Aber wenigstens keine Soldaten, die mich dann auffangen und Kannst du das die Mission nicht, was abbrechen. auch immer du da tust, draußen machen? Befehl vom Colonel. Ich soll sie ständig im Auge behalten. Ach, Ja, tja, klar. scheiß auf seine Befehle. Hey, nicht so vorlaut. Die Dinge ändern sich hier und wer seine Befehle nicht befolgt. Und bewusstlos. Sind wir sicher? Alles klar, die Luft ist rein. Was ist der Plan? Du musst deine Sachen packen, wir gehen. Wie sollen wir hier rauskommen? Es sind überall Wachen. Vertraust du mir? O'Brien, Führer, wir steigen jetzt auf den Gipfel und wir haben nur einen Versuch. verstanden. O'Brien, Ende. Wer ist O'Brien? Wo gehen wir hin? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Hast du alles? Wir kommen nicht Ich zurück. bin fertig. Gehen wir. Bleib bei mir. Und wenn uns jemand sieht. Nein. Falls du den Zettel nicht gelesen hast. Wow, das wird jetzt heftig. Ich befürchte, wir kämpfen Warte, wer gegen ist die O'Brien? Miliz Bring er uns jetzt. hier raus. Wie gesagt, über ihn habe ich dich gefunden. Er war einer der Nero-Leute in dieser Nacht, als ich dich in den Heli gesetzt habe. Nero? Ja, ich weiß. Oh, Scheiße. Weaver. Nein, 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 den da. Den Kanister. Genau. Private, hören Sie überhaupt zu? Konzentration, Mann. Der Kanister, der da. Der hilft uns. Ja, saugut. Danke, Weaver. Und ich will ihn nicht umfallen sehen. Boah, Gott sei Dank hilft er uns. Ich habe ihn glücklicherweise nicht falsch eingeschätzt. Weaver, Mann. Scheiße, mehr Wachen. Okay, warte. Muss ich die jetzt umbringen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Gehen wir außen rum. Okay. Dieser O'Brien aus dem Nero-Heli, der hierher? Ja, hör zu, das ist eine lange Geschichte. Wenn wir in Sicherheit sind, erzähle ich's dir. Falls sie in Sicherheit sind. Ich sehe das derzeit noch etwas kritisch. Sie fliegen also noch? Dann haben die bestimmt Ressourcen, Labore, Ausrüstung. Keine Sie Ahnung. kann für Nero hör zu, weiterarbeiten. Die haben sicher was. Frag Und zwar am noch besten um O'Brien, wenn du ihn Heilmittelsuche. siehst. Noch eine Wache. Also sie kann dann auf jeden Fall für Nero arbeiten und dann auch wirklich an einem Heilmittel und nicht an einem Massevernichtungswaffe in Form von Giftgas oder ähnlichem, wie es der Colonel will. Ich lenk sie ab. Sei vorsichtig. Oh, leck. Okay. Soldat, was machen Sie da? Tut mir leid, Ma'am. Hier ist Sperrgebiet. Sie widersprechen Ihrem Offizier. Wissen Sie, was Sie bei Befehlsverweigerung erwartet? Wir haben schon Soldaten für weit weniger gehängt. Das wissen Sie sicher. Der Colonel selbst schickt mich, Soldat. Ich soll Ihnen mal auf die Finger schauen. Ihnen ganz persönlich. Wissen Sie, was das heißt? Ja?
Soll ich den jetzt abmurksen oder wie? Okay, offensichtlich. Scheiße. Hey, was? Ach, wieder ein Würgegriff. K.O. Ja. Sehr gut. Okay, alles klar. Ja, Deke versucht natürlich nur Betäubungsschade auszuteilen. Sei vorsichtig. Oh, Sarah macht das selber. Okay, okay. Toughes Mädel. Komm schon. Wir sind fast da. Aber cool, dass wir jetzt über die Arche sozusagen noch overgehen Ich freue mich schon auf Buse. und nicht von außen. Du willst mit mir nach Lost Lake kommen? Aber ich dachte, wir fahren nach Cloverdale. Tun wir auch, aber ich will ihn sehen. Er ist wie ein Bruder. Klar. Ist ja nicht so, als hätten wir noch viel Familie. Verstehst du? Okay, dann ist Boozer gar nicht ihr leiblicher Bruder. Das war klar, dass es mindestens einmal erwischt wird, ne? Erwischt von der Miliz, ja. Aber okay, ich habe gedacht, Boozer wäre tatsächlich ihr leiblicher Bruder, aber offensichtlich ist er wohl nur ihren Kumpel, der halt für Deke wie ein Bruder ist und somit auch für Sarah wie ein Bruder. Okay, dann noch einmal. Ich freue mich schon auf Buse. War ich ein bisschen so Du voreilig. willst mit mir nach Lost Lake kommen? Aber ich dachte, wir fahren nach Cloverdale. Tun wir auch, aber ich will ihn sehen. Er ist wie ein Bruder. Ist ja nicht so, als hätten wir noch viel Familie. Verstehst du? Halt. Okay. Ich lenk sie ab. Ja, das kam ein bisschen zu spät. Sie lenkt wieder ab. Soldat, kommen Sie her. Okay. Das ist Sperrgebiet. War das ein Widerspruch, Soldat? Sehen Sie meinen Rang? Hey, was? Okay, einfach nur ausgenockt. Schlecht. Ja, danke gleichfalls. Ich sehe Tageslicht. Komm schon, wir sind gleich draußen. Ja, okay, das war's. Wir sind oben. Oh, bitte lass es funktionieren, ohne dass Panzerfaust das Ding abhaut oder sonst irgendwas, runterhaut oder sonst was. Ah, bitte lass es klappen. Dass wenigstens einmal hier was richtig funktioniert, aber ich befürchte, Sarah wird von Deke wieder getrennt durch irgendeinen Abschuss oder sowas. Okay, wir haben's geschafft. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist Er kommt O'Brien? gleich, er kommt gleich. Wir müssen Meine Herren, dies ist der Gipfel des Berges. Beachten Sie die wunderbare Aussicht. Oh, leck. Oh, Lieutenant. Ich zeige unseren neuen Rekruten hier gerade die Insel. Wir wollten gerade runter in die Arche. Kommen Sie doch mit. Wow, Meine Herren, Colonel. das ist Lieutenant Whittaker. Sie leitet den Teil des Forschungsteams, das den Einsatz von Gift gegen unsere Feinde untersucht. Scheiße, Schizo. Nein, nein, zurück! Oh, scheiße, das ging in die Hose. Es war so klar. Ich wollte Ihnen gerade sagen, Hören dass Sie wir nicht auf Sie. Besorgungstour Er ist ein gehen. Mörder und ein Spion. Warum sollten Wissen Sie ihm noch mehr das glauben Camp, als von dem mir? ich Sie erzählt habe? kennen mich, Iron Matt. Mike, der Anführer des Camps Lost Lake, hat ihn Das geschickt. ist völliger Verstehen Schwachsinn. Sie? Ich kenne dieses Arschloch nicht mal. Colonel, Sie müssen mir glauben. Es reicht! Okay. Ich höre. Ich schwöre Ihnen, er ist ein Spion. Matt, der Kerl ist verrückt. Sie kennen ihn doch gar nicht. ein Er taucht hier verfluchter einfach so auf und Sie Lügner. wollen Aus ihm welchem glauben. Camp soll ich deiner Meinung nach kommen? Sie glauben, Lost ich Key lüge? war das? Ist es das? Ich lüge nicht. Er soll seinen Rücken zeigen. Ja? Zeigen Sie Ihren Das Rücken. reicht jetzt! Das ist die letzte Warnung. Wir werden der Sache jetzt auf den Grund gehen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Captain Curry, sagen Sie, ist das 8. oder 9. Gebot? Ich weiß es nicht genau, Sir. Sagen Sie, was Sie wissen. Keine Lügen, Sohn. Ich merke das. Im Lost Lake Camp hatte er eine Frau angegriffen. Was zur Hölle redest du? Corporal! Er hatte dabei kein Hemd an. Der Mistkerl hat eine Tätowierung auf seinem Rücken. Was Satanisches. Eine Art Hund, ein toter Hund, der sich durch eine Kette beißt, als wäre sie aus Butter. Ich zog ihn von ihr weg. Er war betrunken und wehrte sich. Aber wer weiß, was ohne mich noch passiert wäre. Er soll seinen Rücken zeigen. Und dann sehen wir, wer ein verdammter Lügner ist. Tut mir leid,
Leid können, die Scheiße ist etwas sowas von... Umdrehen. Sie tragen ein Bildnis des Cerberus, dem Hund des Hades. Wie passend, dass man sie entdeckte, als sie der Unterwelt entstiegen. Aber sie sind nicht Cerberus, nicht wahr? Deacon St. John. Sie verbergen sich hinter heiligen Ich habe Namen. niemandem was getan. Und Die Wahrheit verstecken ist, sich in er Lügen. wurde aus dem Camp geworfen. Hören Sie mir zu! Was ist mit Ihnen, Lieutenant? Wie praktisch, dass Sie bei dem Drifter waren, als der Nero-Helikopter vorbeikam. Colonel, ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Sie waren in einem Nero-Camp, das überrannt wurde. Wie lange spionieren Sie schon? Wie lange? Matt, ich schwöre, ich habe nicht... Mehr Lügen! Das erwarte ich von Driftern. Von Typen wie ihm erwarte ich, dass sie mich betrügen. Aber ein Offizier, Colonel... Ich war's! Ich war's! Colonel, ich hab gelogen. Sehen Sie in meine Tasche, da ist das Funkgerät drin. Ich hab Sie angefunkt. Und ich hab Sie angelogen. Ich belog den Lieutenant. Ich sagte, dass ich Hilfe bräuchte, um was zu überprüfen. Die Wahrheit ist, ich wollte nur eine Geisel. Deacon St. John, Drifter. Bist du da? Hier ist Nero, hier ist O'Brien, Drifter. Tut mir leid. Corporal St. John ist nicht verfügbar. Moment. Wer ist da? Manchmal wird bei der Suche nach der Wahrheit das Blut Unschuldiger vergossen. Verzeihung, meine Liebe. Entlasst Private Sarkozy, stimmt das? Ja. Und Curry. Sperren Sie den Drifter weg. Morgen um 0700 wird er verurteilt. Und er wird hängen. Lieutenant, das reicht. Wir haben zu tun. So. Erzählen Sie mir doch vom Lost Lake Camp. Ja, Sir. Alles, was Sie wissen wollen. Lieutenant? Bitte. Scheiße, das ist ja so schief gelaufen, wie es nur schief laufen konnte. Aufstehen. Oh Mann, das ist ja absolut in die Hose gegangen. Und zwar so übel, wie es nur ausgehen konnte. Die Neros sind noch nicht mal gelandet, weil du lauter Leute mit MGs standen. Die wollten sich selber nicht in Gefahr bringen. Und ich hoffe, ich habe mich in Curry nicht getäuscht, dass der uns jetzt noch irgendwie aus der Patsche hilft. Ein Deus Ex Machina wäre in der Situation nicht schlecht. Sonst, ja, ich bezweifle, dass das Spiel dort damit aufhört, dass Deke exekutiert wird. Von daher, ja. Schauen wir mal. Ich finde es noch ein bisschen assi, dass der Typ dem abgeranzte Schizo mehr klappt, als Deke, der für ihn so ziemlich jede Scheiße gemacht hat und Solo-Horde niedergemacht hat. Aber mit religiös-fanatischer, mit denen kannst du nicht mehr retten. Und dazu kommt auch noch, dass er natürlich verschwiegen hat, dass er ein Drifter ist und auch noch ein Gangmitglied, beziehungsweise Clubmitglied vom MC. Ich wusste doch, dass Sie atmen. Leck mich. Das wollte ich hören. Oh, ist der auch Das heißt, desertiert? Sie sind wieder voll da. Okay. Warum? Dieses Tattoo. Ein Hundeschädel um die Kette? Sowas sieht man nicht alle Tage. Ich habe recherchiert. Vor Ihrer Befreiung. Ich wollte... Ich weiß nicht. Ich wollte das alles verstehen. Das hatte der Lieutenant an sich, als sie ins Camp kam. Ich glaube, das ist Ihrer. Ja, das stimmt. Und Ihre Frau heißt nicht Beth. Nein, heißt sie nicht.
Und Sie haben die ganze Zeit nach ihr gesucht? Ja. Sie fragten, warum? Es ist doch ganz einfach. So wie ich das sehe, verdient kein Mann, der auf der Suche nach seiner Lady durch die Hölle geht, durch einen Strick zu sterben. Sehr gut, ich habe mich nicht in ihm geirrt. Die sind desertiert. Moment mal. Sie helfen mir? Das bedeutet, dass man sie auch hängen wird. Wir gehen nicht zurück. Der Colonel ist total verrückt. Heiliger Krieg, Genozid. Was soll der Scheiß? Ja, gut, was ist der Plan? Was haben Sie Wir gehen vor? nach Osten. Ja, wir wollen bis nach Reno. Sie sollten mitkommen. Nein. Sie können nicht zurück. Die Miliz wird Sie Nein, sofort ich werde erschießen. nicht ohne Sie gehen. Und ich muss nach Norden. Ich muss Iron Mike warnen. Dafür ist es jetzt zu spät. Wieso? Sie haben in der Nacht den Santiam-Pass geräumt. Was? Ein Konvoi brach früh am Morgen auf Richtung Norden. Oh, scheiße. Sind Sie sicher, dass Sie nicht mitwollen? Ja, bin ich. Danke, Curry. Cooler Typ. Viel Glück für Sie, Top-Typ. St. John. Hey, Curry. Als ich dem Colonel von meiner Militärzeit erzählt habe, sagte ich hätte jede verdammte Minute gehasst, aber vielleicht wäre es nicht so mies gewesen, wenn ich unter Ihnen gedient hätte. Sehr cool. Wer weiß. Das kann ja noch kommen. Hoffentlich übernimmt Curry die Miliz. Ich habe mich nicht in ihn geirrt. Das ist wirklich ein cooler Typ. Bester Kerl. Jetzt auch ohne diese scheiß Milizmütze. Und wir sind wieder volle Kanne dabei mit unserem Waffeinventar. Das hat er uns wohl auch mitgenommen. Hammer. Was ist das? Und jetzt kriegen wir auch noch ein bisschen Zeug noch zusätzlich. Oh, 100% guter Soldat. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ja, wir hätten unseren Kram eigentlich wieder volle Kanne drauf, ne? Wir machen jetzt mal überall die Schalldämpfer dran. Ich befürchte nämlich, es geht jetzt eigentlich gegen Menschen in erster Linie. Quatsch, so. Dann, wo sind wir? Okay, wir sind hier bei Kemult. Wir müssen zum Eisemichel. Also jetzt erstmal die Flucht aus dem Arschlochgebiet hier. Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass Curry usurpiert, Garrett bei der Flucht irgendwie ums Leben kommt. Aber toll, Skizzo ist jetzt auch noch dabei. So ein... Okay, aber wenigstens unser Bikehammer wieder. Ich muss zurück nach Lost Lake. Ich muss nach Norden. Die Miliz wird mich verfolgen. Ricky. Iron Mike, aber ich kann Sarah nicht retten. Ja. Ich kann Sarah nicht retten, aber die anderen. Allein gegen Wizard Island kann er nicht kämpfen. Es tut mir leid, aber ich werde nicht aufgeben. Ich finde einen Weg. Ich werde dich später holen. Bin ich noch sicher, dass er das hinkriegt. Ich muss nach Norden. Über den Santiam Highway. Jetzt geht es. Ja, das ist der schnellste Weg. Wow! Ja, ich bin mir sehr sicher, wir holen Sarah wieder. Aber es war mal klar, dass sie von Dee getrennt wird jetzt erst einmal. Wenn die Flucht nicht klappt. Nach Norden. Wir müssen erst einmal auch wieder mit Nero Kontakt aufnehmen. Unser Funkgerät ist ja weg. Der war hier vorher noch nicht. Es gibt keinen Weg drum herum. Dann machen wir platt, was wir platt machen können. Okay, diese ganze Miliz-Arschgeige stehen jetzt natürlich hier rum. Ja, das hätte uns vom Bike geholt. Wow. Soldat nicht nur getroffen, Soldat ziemlich tot. Autsch. Au. Warte mal. Erstmal vor dem Mistkerl da verstecken, vor dem Sniper. Ich glaube, auf das können wir jetzt auch verzichten. Auf Schalldämpfer. So, dich kriege ich noch. Autsch. Gott, der ist erstmal weg. Mit Sniper weg ist schon mal die wichtigste Gefahr gebannt. Wow. Ich sollte mir Deckung suchen.
schon mal der weg. Noch einer weg. Ich muss nachladen. Okay. Mal los. Da hinten sind noch welche, ja. Ich sehe doch noch was rumzappler. Weg. Da hinten latscht noch irgend so Gesicht rum. Alter, mal eine Gaul. Ah. Ups. Wo sind die dann? Also nicht hier. Da ist aber noch irgendjemand, den ich plündern kann. Dann holen wir uns noch schnell einen Verband. Stellen wir nochmal her. Ja, der Colonel verspricht dir einen fairen Prozess. Der hat mich schon verurteilt, der Scheißtyp. Okay, Moment. Einer wieder weg. Der andere hat sich in Sicherheit gebracht. Wir flattern erstmal, was die Typen nur noch hin. Mit dem Gefecht möchte ich jetzt auch keinen Cut setzen, um ehrlich zu sein. Das wäre ziemlich unsauber. Okay, da komme ich erstmal nicht hoch zu dem. Ups, Moment. Ja, da sehe ich ihn. Jetzt ist er weg. Ja, Traktor gibt es nochmal. Nicht schlecht. Da ist noch einer. Aber ja, die Deschutes County Miliz ist jetzt offiziell unser Gegner und Feind. Das war abzusehen irgendwie, ne? Nichts überschreitet. Ja, genau, das ist das Beste. Was haben wir da noch? Verbandinventar voll. Okay. Können wir eventuell nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn das vorbei ist. Medikit und Lappe. Sehr gut. Ja. Ah, da ist auch noch einer. Weg. Oh, die haben aber ordentlich hier die Schotte dicht gemacht. Ja, da haben sie aber gut was eingerichtet hier. Ein bisschen Zeugholer. Kerosin kann auch nie schaden. Genauso wie Schießpulver. Benzin, das ist gut zu wissen. Ah! Und tschüss. Was sind immer noch welche über am Leben hier? Na? Stecken sie dann? Ach, da liegt einfach mal so Kerosin rum. Praktisch auf dem Präsentierteller. Also irgendwo muss ja noch jemand sein. Wir holen uns auch ein bisschen Munition zurück. Tja, jetzt habe ich noch keine Ahnung, wo die letzten sind. Tja. Vielleicht hier noch im Haus? Das ist ja tatsächlich wirklich nicht gerade schäbig, was sie da gemacht haben. Das ist wirklich so kleine, ja, so Hütte, wo man immer mal wieder vorbeikommt, klar. Aber an sich haben sie das zu einer voll befestigten Station umgebaut. Ziemlich heavy. Kann ich mich jetzt wieder voll plündern hier, ne? Naja, offensichtlich nicht. Habe ich wohl schon alles voll gehabt? Na, dann würde ich ja was sagen, ihr liebe Leute. Ich mache tatsächlich jetzt wirklich mal an der Stelle hier einen Cut. Auch wenn es ein bisschen unsauber ist, aber bevor ich jetzt ewig in 3 Tagen suche, mache ich an der Stelle jetzt wirklich den Break. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig, wo wir dann weiter hier den Stützpunkt Rahmen werden und weiter Richtung Lost Lake uns auf den Weg machen werden. Also machen's gut und bis übermorgen wieder. Ayan Yankee.